Exi Jacob, ik heet en jeder einer van jullie welkom. Mijn vrienden dat die in levenswasser zijn. Je kan jullie kinderen en de kindertjeuk naam brengen. We hebben kindertjeuk van ganz kleine baby's tot 12 jaar oud. De kinderen die kunnen daar leren wel aan te beden. Zij kunnen leren geven. Zij worden ook een klare boodschap hier in er niveau wat zij kunnen verstaan. Mijn vrienden dat jullie kinderen hebben metgebracht. Dat wordt een stad zijn waar zij zeker zijn en een goede tijd wat zijn vereend. Nadem, dan wil ik jullie terug goed holen een koffie, een thee en spaziert met some mensen. En dan hier in 2 minuten wieder, waar we aanvangen met de service. In onze service, waar we aanvangen met aanbedingsgezang, er wordt ook een tijd zijn waar je geven kan. En nadat wordt een van onze pastors opkomen en een klare praktische boodschap hebben, wat als voor jullie vandaag. Zo, mijn vrienden, dat jullie alle hier zijn, ik wens jullie Gottes zegen. Guten Morgen, Lebenswasser. Wenn du abschließt, war der Redakteur sehr bereit. Himmel.
Hey, wie worden opmelden voor de offering, dat jeder van jullie kon geven. Ja, maar ik ga vooruit je meer. Dat is een goede gelegenheid voor jullie, dat je geven kan. Ik weet dat het een goede gelegenheid voor jullie, want je bent hier, je bent gezond en God is goed te jullie. En zo, wel, we geven vrij zeggen, wel, ik heb een klein beetje te geven, of vielleicht heb ik van een deel te geven, want God, ik kijk naar die hart en ik kijk naar die aanstelling. Zoals du was geven van jou, wel met een goede vrouw aanstelling geven. Dankzij Jezus dat we in die maat kunnen zijn, dat we kunnen die loven. We kennen die daten, voor alles wat du hast van ze doen, alles wat du was van ze doen, dat du in onze maat bent. En ik bid dat ze zien, wat jeder einer wat geven dat van jou. We geven van jou met een dankbare hart, wenn du ons eerst hast gegeven. Amen. Wir wollen von dir in ihr Lied Leutbarer Taub singen, der heute sich sein Leben. Dat Leute dort redet von, wo Gott für uns Kreuz gestorben ist, dass unsere Schuld betont hat. En dat we vrij zijn door wat hij voor ons te doen heeft. Dood is dood. En de vijand heeft geen macht aan ons. Zo hebben we dit lied op zingen.
du den Tod besiegt hast. Ich danke dir, Jesus, dass du bist am Kreuz gestorben. Du hast den Tod besiegt, dass wir kein Leben haben. Und die haben wir Leben, und die leben wir, wegen du den Tod genommen hast. Ich danke dir bloß für was du das, was du getan hast für uns. Dass du mit uns bist, dass du uns leiden lässt. Herr Jesus, wir laden dich an. Leid uns. Wir können so hart auf, wir wollen mehr von dir. Wir wollen die besser kennenlernen. Wir wollen was von dir. Offenbar dir auf einen besonderen Weg in uns Leben. Wir können so hart auf, dass wir die hören, dass wir die anbeten. Und alles, was wir tun, weil wir für die tun, wir wollen die anbeten, die abheben. Rede uns, Gott. Dankeschön für wer du bist. Jesus, Dankeschön. Nada
jeder scheint, dass die Leute singen, aber nicht bloß jeder scheint, die Leute singen, mir jeder scheint, dass ich kann den Heiligen Jesus in jeden wird hier feilen. Er ist hier mit uns, er ist mit hier und er kann uns sein, er ist uns Freund und das geht mir das gut. Wir sind in einer Reihe von Botschaften, die haben ein Verhältnis mit Gott. Und was wir da lernen, ist, wir haben Gott verstehen. Hier hat uns, redet zu uns. Und ich will bloß eine kleine Geschichte mitteilen von einem von den Männern an unserer Small Group. Er sagt, ich könnte diese Geschichte mitteilen. Aber er ist ein Mechaniker und er schafft eine große Maschine. Und so er kriegt die Maschine, bis ich schafft nicht, und wir something, was er bis ich kann, er weiß was er soll tun. Und so er fängt an, rum zu fahren, wir essen an der Phone und redet mit somebody. En met roodvrij en wil hij zal de machine fixen, hij weet. Binnen zo om phone redt, dan valt hem bij wachtman bed. Wie zijn je in een rij van boodschappen, waar we leren, waar we kunnen God hören, wie we niet God vragen. Wie we Jan Mensch vragen. So ja, dat hij vertelt dan nog wieder, wat er vielleicht kunnen zijn. Maar hij zegt, no, dat is oké, ik wil zijn andere weg te vinden. En zo hij hangt op en dan bedt hij en dan zegt hij, God, geef mij een openbaring. Zeg te mij, waar ik zal deze machine fixen. Wo soll ich gehen anstellen? Dann habe ich abgegeben mit Beten, fahrt ein Haus zum Mittag, und habe Mittag gegeben mit seiner Familie. Ich habe da trägt zur Arbeit auf dem Weg, und dann hier dann der Stern ganz klar, der redet am, und er sagt ihm, gut Stahl und so Dinge an der Maschine. Und er kommt am Hafen ab, und geht dann in der Maschine und stellt an, und dreht die Maschine an, und er dreht. Und so, das, was wir hier von lernen, Gott, der redet, und wir können am hier, und mir heeft dat zeer veel nood. Ik wil die Geschichte hier mitteilen, om te jullie zijn. Want je met je wonderen, is dat werkelijk zo? Redt God werkelijk? Ja, kan ik hem ook hier? Ja, we kunnen hem alle hier. Vielleicht moet we ons een beetje leren, zoals we hebben in de boodschap al gehoord. Aber Gott redt zu dir. Und so ich glaube, es Frauen, dass jullie een beetje te houden merken. En bis ganz schnell voor God komen en Frauen van woord. Frauen een woord van jou voor die. Dat hij die wat een woord geven. Vielleicht hast du het bij deine Familie. Vielleicht hast du deine Kinder, vielleicht hast du deine Ehe, vielleicht hast du eine Krankheit in deinem Heim, vielleicht sind das Finances, vielleicht ist es ein Boyfriend, Girlfriend, was immer das ist. Gott, der redet zu die Frauen und er wird zu dir reden. Der Heilige Jesus redet zu uns. Dankeschön, Heilige Jesus, für deine Jenwort und Dankeschön, dass du redest. Dankeschön, dass du zu uns redest von dir, dass wir dich hier kennen, dass du uns Direction gibst. Du bist ein Jesus von Klarheit, du bist nicht ein Jesus, was der Derchen bringt, aber du bist ein Jesus, was uns Klarheit gibt. Dankeschön für das. Ich bete, dass du wirst jeder einer von uns reden, unsere Worte merken, unsere Gedanken klar merken von dir, dass wir die Botschaft können hören und dass wir wieder können lernen, wo wir können ein Verhältnis haben mit dir. Dankeschön Gott, für das wir hier sind mit uns taub. Ja, von uns bis in je segne Zeit. Amen. Amen. Je können je Doel zaten. Man, mich freut, dass ihr ein Lebenswasser sind von der. Ich heiße in jeder einer von Ihnen willkommen. Mich freut, dass ihr hier sind. Auch für all die, die uns watchen online, on Internet. Mich freut, dass ihr mit uns taub sind. Das sind auch, die uns taub sind hier von der. Ich freue mich, dass ihr hier sind. Wir haben 2 Services an jeder Sonntag. Klock 9 Service ist all durch. Und ich kann eine Abgabe von der für Ihnen. Und die Abgabe ist, dass ihr das nächste Werk wem anladen, was kommen besiegt sind. Check mal besiegt. Ja, das ist doch ladig. Und so, da fehlt dann somebody, was da wird kommen sagen. So, die ganze Idee ist, von 2 Services ran, dass wir mehr Raum haben. Und so, in der Kinderkirche wird es auch so. Die Kinderkirche da oben, wo die kleinen Kinder sind, da wird es ganz voll. Wir haben in so einer Stube 8 kleine Kinder. Und dann vielleicht 4 Helpers in der Stube, 10 wie 10, das ist so ganz packend voll. Und wir sehen, wie man da mehr Raum mehr. Nun haben wir mehr Raum, nun haben wir 2 Services, aber nun haben wir mehr Menschen anladen. Für Sonntag ging ich da oben ab und dann sage ich, some Stunden, da sind 2 Babys, oder vielleicht in einer Stufe wie ein Baby, und 2 Helpers, und die können die ganz Attention geben, die kleinen Mädchen, das ist grülich so erscheint. 2 Stück, was sich am Erdkammern. Aber was uns das sagt, dass wir haben, dass wir mehr Menschen anladen. Und in jedem Dorf, in jedem, wo immer hier wohnen, in jeder Area, da sind Menschen von der, junge Familien, was nicht in der Kirche vor. Ich weiß nicht, wo wenig, vielleicht jetzt, in so Fall sich noch nicht tüß, ich weiß nicht, was, aber lohnt an, dass sie hier zur Hand kommen. Wir haben zu beiden. Die Lehrer, die sind da, es war nur ein Baby in der Stube, was angebracht, sie sind da, und sie kümmern sich um die, und sie lehren die. Es ist da ein Baby sind, oder auch, wie wir hier sind. Pastor Steve ist hier zum Predigen und zum Worship online, wo wir anwählen down. So, wenn wir anwählen sind, dann sage ich, wer wir mal anladen. Ich habe das da und so, ich will gleich nächstes sind auch eine Frau, wo ich merke, abstehen sein, wer das hat getan. No. Aber ich will etwas Mutter sprechen, wer das ernst nehmen, wer wir anladen. Wir sind hier und wir haben zu beiden. Würden wir sagen, Amen?
Amen. Yes, we have wat te beiden, so wer wir Freunde anladen, damit die Sachen war Fall merken. Handelt sich nicht am uns, dann handelt sich am Gott sein Recht bühen. Wer ist Gott sein Recht? Das sind die Menschen auf dieser Erde. Und so werden wir die anbringen, werden wir lernen, dass wir ein bisschen gutes Leben haben hier auf dieser Erde. Ein Announcement hier für die Youth. Nächste Sonntag, November den 18. Klock 6 Uhr, dann ist ein Theme Night für die Glow in the Dark. So heißt das. Und das ist für alle von 13 bis 25. Und da wird ein Special Guest Sänger, der hier ankommt von Reforma Youth. Das ist eine Gruppe von Delicias. Und da werden eine Gruppe Menschen auch herkommen von dort. So wird das ein sehr interessanter Abend sein. Das ist ein Abend, wo ich einen Freund anladen, bringt mal einen Freund her, was das erscheint. Hier wird frei Eten sein, bloß allein für das Eten, als es wird kommen, nicht Jungs, ja. Und so, kommt her, da wird eine gute Botschaft sein, ein Worship sein, unser Worship-Team wird auch singen, wird ein bisschen ein Konzert sein. Und so, bloß eine gute Zeit, eine gute Gelegenheit für Jugend, Menschen anladen. Die Jugendleiter sagen zu mir, ich soll sagen, ihr sollt Witte haben anhaben, Witte Kleider, das sei ein Dach clear, because it's glow in the dark. Na, wat dat Trickdag en waar ze van allen kan zijn wie gaan. So dat is voor November den 18. November den 18. Samarias habe ich hier auch eine Danksagung fast. Und wir ein besonderer Service haben, wo wir besonders Zeit nehmen, Gott Dank für die Ernte und für ein bisschen Danksagung fast. Und so dort ist auch der Tag, wo jeder die Karten anbringt, den Meier für Jesus Projekt. Den Kompromiss, was ihr gemerkt habt, was ihr vielleicht noch überdenken, wenn ihr noch überdenkt, nach diesem Weg Zeit, nach November den 18. bringt den Namen und dann kann ich wieder gehen mit dem Projekt. November den 25. Dann, wo wir hier ein Taufhaus haben, wenn hier erst wird gleich hier getauft zu sein, habt ihr Glauben, kann ich Ihnen Namen abschreiben, da bitte eine Information da, und dann wollen wir mit Ihnen reden, und dann kann ich Ihnen taufen, checke Pferde, war ich für dort. Dezember den 2. Dann, wo wir hier ein Abendmahl haben, und so, ich kann Ihnen nur merken für dort, wenn die nie sind vielleicht noch nicht an diese Kirche was ab den Abendmahl, ich will Ihnen sagen, komm für den Tag her, aber hier soll erscheinen gehen ab den Abendmahl. Ich weiß auch, wo das habe gegangen, weil ich sie in den Abendmahl getan habe. Ich ging ja wieder und ich wusste nicht, was war sie da zu mir down, oder was war ich mit down, oder wo war das alles sein. Ich will Ihnen bloß sagen, da wird es eine gute Zeit hier sein, die kann ganz geloten sein, wird eine scheine Zeit sein. Das handelt sich hier nicht um, was wir down oder was die down, das handelt sich um, was Jesus hat getan für uns, wie Kirche trägt, wie Denken trägt, und wir sagen, Dankeschön, Jesus, dass du bist gestorben für uns am Kreuz, und wir trinken mit Wein, haben ein bisschen Brot, was wir essen, und das ist ungefähr so, dass es lang geht, was sehr relaxen, eine gute Zeit, so wenn ihr nicht sagt, hier was, ihr braucht nicht Members sein, wenn ihr hier tüßig viel kommt, der Overmal, was ihr hier schein gehen, bis an denken, was Jesus hat für uns getan. Und an Weihnachten, den 25. Wer von Ihnen hat voll Weihnachtslichter abgestellt? Hang the heck, yes, das sind noch some crazy people sind hier. Yes, das sei gut. Ich und meine jüngste Tochter, wie gleich auch Weihnachtslichter. Ich sehe dort her, wenn ich sage, ich würde Präsident sein, wie würde sagen, von August an kann so Weihnachtslichter abstellen. Wenn wir gleich dort dann süß, das nächste Werk, weil wir bei uns Weihnachtslichter abstellen. Plötzlich von was ich hier will reden. Weihnachten, den 25. Dann war bis Klock 9 Service haben. So dann war ich alle zu der Tidje Service kommen, was nicht Klock 11 Service sein. So Weihnachten, 25. Klock 9. Dort sind all die bekannt, merken mich Freude, dass die hier sind. Ich würde Freude, dass die abstehen und mit ihr Raum gehen Menschen bereisen. Und Pastor Steve wird anfangen zu predigen. Marius. Weer halfway. Asel klok 11, so half 12. So waar waren we? Marius. Alright, ik wil bloos weten dat ik je niet alleen zie. Dat kan je niet alle zijn. En ik wil bloos fresh zijn. Nächste zondag. Eine week van vandaag. Meier voor Jezus. We kijken al verder waar ik niet hoort. Wanneer ons dit kort fehlt, holt hij bij de informatie dash. Fällt hij uit. En een paar hadden me al gevraagd, zo nächste zondag, wanneer we die staan, wem geef ik dit, of wat schoof dit, of wat we doen.
Nächste Sonntag, wo wir unser Opfer heben, nur die Botschaft, und du, wo ihr diese Namen leihen. Und so die Idee ist, wenn ihr einen Kompromiss merken, dann fällt ihr das aus mit einer Information von Hing, stoppt ihr dort hier einen Quark nennen, und den Quark, wo ihr an den Armen nennen, wo du dann vorbeikommt an den Opfer. Wenn ihr ein Geld allreid habt, dann fragen wir danach, dass ihr würden so ein Quart ausfallen, und vielleicht dort Quart und dort Geld in den Quark nennen, oder das Raum dort Geld, oder somehow dort wie weiten, dort das Geld als für das Bauprojekt. Wenn dort nicht, sonst das Ding dabei haft, oder nicht gemarkt ist, dort wie weiten dort für das Bauprojekt ist, dann wird das was gebraucht worden. So das für noch wichtig ist, dass wir dort mit diesem Quart Taub anhängen tun. So das nächste sind noch eine Weg von dir. Und so hoffentlich habe ich eine Karten allreid. Wir haben uns allreid und wir checken fertig, was ich meine Freunde nächste sind noch, wo wir die können anhängen. Wird ein guter Sinn sein, einen besonderen Sinn nach. Gottesdienst wird ein klein bisschen anders sein als gewöhnlich. Wenn es uns Ernte Dank und Meier für Jesus. Und so wir checken fertig, was ich nicht dort. Wir wieder gehen in unsere Botschaft. Nicht Meier für Jesus, das nächste sind da. Verhältnis mit Gott. Das von dir. Und so, wenn ihr in der Bibel mit Hand redet, 4. Mose Kapitel 11. 4. Mose Kapitel 11. Vielleicht habt ihr dort in your phone, holt ihr eine Bible-App über dir. 4. Mose Kapitel 11. Vielleicht wieder eine Botschaft gut, bloß noch einmal sagen, dort die Ideen von dieser Botschaft, Reihe von Botschaften, habe von Pastor Robert Morris in Gateway Church. Gateway Church ist eine Church in Fort Worth, Texas. Sie sind auch ein großer Segen gewesen für uns als Lehrer über die Jahre. Wir lehrten die Church mal kennen in 2008, glaube ich. 2008. Und so sind auch ein großer Segen gewesen für uns, zum uns als Lehrer helfen, lernen, wo bessere Lehrer zu sein in der Church. Und so, wie wir nu in Oktober bei einer von ihrer Konferenzen, wo sie geben für Church-Lehrer, so geben uns eine Show of Information, sehen, wann irgendwas von das helfen das, braucht dort für jene Church, nehmen dort aus jene Inet, wie wollen das haben, dort die Körper Jesus wieder wussten das. Und was interessant ist, sie sind mildjährig zu uns, und viele andere Kirchen. Und wir haben nu die Gelegenheit, dort wieder zu reden zu anderen Kirchen. So, die sind some andere Kirchenlehrer, sie sind nach uns gekommen sein, wo do ihr das, wo do ihr dort, kann ihr uns eine Information geben? Und wir sagen, ja, nehmt dort alle. Nehmt uns nun da los, braucht das hier nicht. Wenn wir wollen haben, dass der Körper Jesus stärker ist. Und wenn wir uns keine um sich halten, was können wir noch? Dann sind wir stärker. Und so ist es sehr wichtig, dass wir in Einigkeit sind mit anderen Kirchen, nicht bloß unsere. So in der Botschaft, wir haben gesagt, wir wollen Gott persönlich kennen, Gott will Verhältnis, nicht bloß Menschen regeln. So das ist ein von unseren Werten in Lebenswasser. Wir wollen Gott persönlich kennen. Nicht bloß eine Liste von Dingen, wo wir machen, da das, da das. Nee, Verhältnis mit Gott. Und wir sagen dort Verhältnis, haft, Gemeinschaft, haft eine fatal. Wir don't fatal. Und so wir vertalen und Gott horcht. Und Gott vertalt und wir hören. Wir horchen. Und so das ist eine fatal, was bad weh geht. Und das wird diese ganze Reise am Handeln dat. Nächste Sonntag, wo wir mehr für Jesus und dann kommen wir trägen ein Verhältnis mit Gott. Die letzten 3 Botschaften, die wird meine Papa geben. Und so ich kicke auf Pferdeweich dort. Aber die erste Botschaft, wir sehen, ich kann hören. Und Jesus sagt, meine Schub hören, meine Stimme. Wenn du ein Schub bist, wenn du an Jesus glaubst, du kannst hören. Das ist eine Fähigkeit, die du hast, wo ich vielleicht mal endet wissen und lernen, aber du kannst hören. Ich kann hören. Viele sind da, ich kann ein Freund sein. Und wir bechecken, wo wen Verhältnis mit Gott, wo wen Gott hören. Und du sagst, wo wen das so wichtig ist wenn es nennt uns seine Freund. Wir können Freund sein von Gott. Und wenn wir Freund sind, dann haben wir Verhältnis. Wenn wir Verhältnis haben, dann haben wir eine Vertal. Dann hier wie Gott. Und von der gehen wir die Nächsten und sagen, ich kann Mut merken. Ich kann Mut merken. Und so von der reden wir von Prophezeien. Wir reden von dem Thema von Prophezeiung. Und ich weiß, dort für uns als Deutsche, besonders, ist das ein Ding, wo wir nicht mehr bekannt sind. Wo wir nicht von gelehrt haben. Das ist nicht Port gewesen, von uns glauben. Und wir würden vielleicht um Prophezeiung so nun kicken dort. Im Alten Testament deuten sie Prophezeien.
Und vielleicht hast du noch ein bisschen Neuen Testament, aber für uns von dir ist nicht wirklich ein Ding, wo Port von uns Leben ist. Und dort wird wie von dir eine checken wollen. Und so in 4. Mose, Kapitel 11, wir anfangen Vers 14. Und bloß zum ein bisschen sagen, wo wir sind mit alles. So Moses ist mit dem Volk Israel und er lädt dort Volk Israel. Und Moses hat einen sehr schlechten Tag. Hast du mal einen schlechten Tag gehört? Irgendwer oder bloß ich? Okay. Ja, ein Tag, wo bloß alles schrutz geht. Dann sage ich, halt nicht an. Von der ist jetzt alles schlecht. Moses hat so einen Tag. Und er wird sogar so schlecht, wie wir sein, dass er wird fertig mit Leben. Und so Moses musste das ganze Volk Israel leiden und er hat das meist allein. Und zum nicht verstehen, müssen wir weiten, dass das Volk Israel, die Bibel sagt uns nicht gerade, wie viele Menschen da wären, aber wir glauben, da wären vielleicht 2 bis 3 Millionen Menschen, die er leiden wird. 4. Mose Kapitel 11 sagt uns, dass du wären 600.000 Männer. 600.000 Männer. Und so die meisten von denen wurden früh gehört haben, dort jaft dann 1,2 Millionen an. Und dann viele von denen wurden zum Kinder gehört haben. Und even wenn wir bloß 2 Kinder teilen, für jeder Pareja, dann wird es 2,5 Millionen, 2,5 Millionen Menschen. Und so das wird eine große Gruppe Menschen. Und Moses lädt diese Menschen. Und die Israeliten, die hatten eine besondere Grenzen. Da wird Guv. Hast du irgendwas von Jünd so eine Guv? Du kannst immer irgendwas Grenzen. Dort soll es dort ging. Und so sei Grenzen Moses fair, wenn dort, wenn dort, wenn janten, das nicht gut. Und ich habe in Ägypten, wenn es durchging, kannst dort so gut, wo sie uns als Sklaven hatten. Ja, okay. Und so Moses ist abgefordert. Und er sagt, das hier nicht, und das, wo wir sind in der Geschichte. Moses redet hier zu Gott, und er sagt, ich kann all das Volk nicht allein drehen. Wie willst du mir erst so schwor? So er sagt Gott, das hier nicht, ich kann nicht wieder. Weißt du das so mit mir down, dann merkt mir lieber Tod. So Moses sagt, okay, nun merkt mir mal Tod, Gott. Und dann sagt er, wann ich 6 verdiene Uhren genug gefangen habe. In andere wird Gott, wenn du mich gleichst, merkt mir Tod. Er hat einen schlechten Tag. Ja? Dort ich mein Augenblick nicht mehr seinen Mord. Er sagt, riem mir mal ab, wir sitzen uns, das hier noch. Gott hielt sein schlechter Tag und seine Dinge, wo er sein wird, und Gott sagt, okay, ich habe einen Plan für dich, das ist was wir tun. Wir wollen mehr Lehrer nennen sagen. So, ich lehre ein Mann in Volk von 2,5 Millionen Menschen. Nun sagt Gott, nun wollen wir mehr Lehrer nennen, nun wollen wir 70 Männer nennen sagen, und so wollen die Lehrung nehmen von dem Volk. Und so, er sagt uns wieder in Vers 24, Moses ging rüt und sieht das Volk, was der Herr gesagt hat. Er versammelt 70 Männer von den Lehrern aus dem Volk, von den Ältesten seien ihre Bibeln, von den Ältesten aus dem Volk, und stellt die rundum dort Versammlungszelt ab. Dann kam der Herr an den Volk rauf und redet mit Moses, und nahm von denen jetzt, die abarm wir, und legt den auf die 70 ledende Männer. Und aus der Jest Gottes, redet er hiervon, und aus der Jest ab Entscheim reden sie aus Propheten, aber nur hier nicht mehr. So schwindet sie Gott sein Jest kriegen, können sie prophetisch reden. Du wären aber noch 2 Männer im Lager geblieben, einer hat Eldad, der andere hat Medad, der Jest scheint auch erwähnt, weil sie wären auch abgeschrieben, so sie wären Port von den 70, aber nicht rütgegangen nur das Versammlungszelt. So sie sind dort noch in Lager. Und sie werden durch im Lager auch so vom Jest angenommen, dort sie so reden deuten, dort sie prophetisch reden deuten. Seien die andere Übersetzungen. So diese zwei Männer, sie kriegen auch den Jest Gottes, wo das Moses wird, sie reden auch prophetisch. Dann dran ein junger Mann, der Moses sieht, Eldad und Medad prophezeien am Lager. Sie prophezeien dort. Dann antwortet Jesua, nun sehen, das ist der Jesua, wem wir bekannt mit sind in der Bibel, der Moses von seiner Jugend an gedient hat und sagt, mein Herr, verbeid ihn dort, sei ihn dort auf, sei ihn, sie soll mal still sein, mal abhören mit Prophezeien. Aber Moses sagt zu ihm, hast du Angst, dort mein Ansehen leiden wird?
In andere Welt, Josua, hast du Angst, dort wenn du mehr Menschen prophezeien und mehr Lehrer sind, dort mein Unsein wird dann leer worden, dort die Menschen mir nicht so sehr gleichen wollen? Hast du Angst, wen dort? Und dann sagt Moses nu ein wichtiges Ding, was wir morgen wollen. Moses sagt, wenn Gott will, dann möchten die im Volk doch alle den Herrn seine Propheten worden und der Herr seinen jetzt übereinkommen lassen. Moses hat hier einen Wunsch, ein Gebet, und wirklich eine Prophezeiung. Und er sagt, möchte der Tag kommen, wo das ganze Volk prophezeien kann und wo sie alle den Jetzt kriegen. Wenn es du so, hat Moses den Jetzt, nu die 70 Männer den Jetzt, und da wird der Einzige. Da werden die einzigen Menschen, die der Heilige Geist hatten in ihrem Leben, in dem Alten Testament. In der Zeit durch. Luther sei wieder, kenne ich, als sie kennig worden, kenne ich David. Er kriegt den Heiligen Geist. Propheten hatten den Heiligen Geist. Und Priester, welche Priester hatten den Heiligen Geist, aber es wird nicht für alle Menschen. Saul kriegt den Heiligen Geist, als er gesalbt wird als König, aber dann ging er den rechten Weg, wird Gott nicht gehorsam, und dann wird er weggenommen von ihm. König David, als er singen deed mit Bathsheba, in Psalm 51 bet David zu Gott und er sagt, nehm nicht den Heiligen Geist von mir weg. Dort ist es getroffen in dem Alten Testament. Aber wir wollen sein, Luther im Neuen Testament war dort getroffen. So von der, wo wir von reden tun, als von Prophezeiung. Und wir wollen 3 Wahrheiten über Prophezeiung checken. So wenn ihr not das schreiben tun, und ich merke, Mut, schreib Dinge ab. Wenn es manchmal kann einer dort nur lesen, Luther, und dort helpt einem zu lernen. 3 Wahrheiten über Prophezeiung. Der erste ist, Christen können alle prophezeien. Wenn wir alle taub sein, alle. Ola, okay, nicht Ola, aber Ola. Wir können Ola prophezeien. Sind wir mit angeteilt mit dort? Ja, wir sind. Und so wir wollen es am Versen checken, aber Moses hier in 4. Mose, er redet von den Tag und er sagt, möchte dort der Ola werden können. Und dort wird wirklich eine Prophezeiung, wenn es in Apostelgeschichte 2 und Pfingsten passiert dort. Dort die Menschen den Heiligen Geist kriegen. Petrus redet in Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 16. Er sagt, die Menschen hatten den Geist gekriegt und sie fangen an prophetisch zu reden und in Zungen zu reden. Und die Menschen drehen sich ab, was geht hier an? Petrus sagt, das ist aber dort, wovon der Prophet Joel redet. Gott sagt, dort wird in der letzten Zeit passieren, dort ich mein Geist über alle Menschen jeiten war. Er sagt wieder, jene Sehens und Dächter wollen prophetisch reden. Okay, so wenn Sehens und Dächter du mit angeschlossen sind, wer ist nicht mit angeschlossen? Hast du irgendwas mit Sehens und Dächter? Nicht, wo ich weiß. So, Ola, sind die Ola. Sie wollen prophetisch reden. Jene junge Männer wollen Visionen sein. Jene alte Männer wollen Träume haben. Und über Mana in Frühes, so habe ich merkt, das war klar. Mana in Frühes. Als du irgendwer bezieht, Mana in Frühes. Nee, die Welt weiß nicht, was zu sagen, aber wir weiten, das sind wir ein Morgen oder eine Früh. Das schlitt uns alle an. Und über Mana in Frühes, die mir deinen, das ist wichtig, die mir deinen, wo ich in der Zeit meinen Geist utgeiten. Und so, in Alten Testament wird eine Prophezeiung, dass der Tag wird kommen, wo alle Christen, alle von Gott sein Volk, würden den Heiligen Geist kriegen in ihrem Leben. Und dort passiert an Pfingsten, dort fängt du an, und von der leben nach immer in der Wahrheit. Und so, wir haben alle den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist kommt über uns, für die am dein, die wird Gott deinen tun, so Christen, würde wir sagen, wir haben alle den Heiligen Geist, der in uns lebt, der zu uns redet, von Isaac. So sie wollen alle den Geist kriegen und die wollen prophetisch reden. Du kämpfen da, seht ihr im Alten Testament, sie wollen alle den Geist kriegen. Der Geist wird reden und sie wollen prophetisch reden. Alle. Dort hält uns alle mit an. Von der leben wir in der Wahrheit. 1. Korinther 14, 31 sagt Paulus weiter, wir können alle prophezeien.
wir alle taub sein, ich kann prophezeien. Ready? Ich kann prophezeien. Noch einmal. Ich kann prophezeien. Das ist, was die Bibel sagt. Je kan alle prophezeien. Doch einer an dem anderen. Dort je alle wat leeren en gestärkt worden. En andere weer dort je alle wat leeren en dort je alle gestärkt worden. Wie kan prophezeien? Ik weet hier ons in Asmaris, wie vertellen nicht alle. So der beste steht, diesen Vers auszuleben, es sind unsere kleinen Gruppen. Wenn wir mit kleinen Gruppen Christen taub kommen, vielleicht sagen wir einfach eine kleine Gruppe von der Kirche, da würde eine gute Stadt sein. Oder wir kommen taub mit Christen, wo unsere Freunde sind. Und auf einmal jaft der Heilige Geist unsere Gedanken für den Nächsten und dann sind wir den dort. Dort prophezeien. Dort wir lernen können und dort wir gestärkt worden durch dort. Und so Prophezeiung ist eine Botschaft von Gott für eine andere Person. Und so wir sehen dort, wie kann Gott hören? So wenn wir am Hören können, dann können wir eine Botschaft kriegen und hören von Gott für die nächste Person. Dort ist, wo Prophezeiung ist, dort ist, wo wir hier von reden tun. Und dort ist, wo wir von der ein bisschen tiefer nicht schicken wollen. Zum Prophezeien ist es wichtig, dass wir hören. Wenn wir nicht hören können, dann können wir auch nicht prophezeien. Das ist ein bisschen, wenn wir sagen, meine Frau, sie würde mir was sagen, zum die dort sein. So sie würde sagen zu mir, sei Janem so und so und so. Okay? Ich habe das gehört, nun kann ich dort wieder drehen und die sagen, Debbie sagt so und so und so. Das ist mir, was Prophezeiung schafft. Gott sagt uns, sei Janem so und so und so, oder vielleicht ein Farge oder was immer, dann gehen wir den Nächsten und sagen, das ist für die. Ich habe das gehört, das ist für die. Das ist von wo wir reden da. Zum, dass wir prophezeien können, müssen wir hören können. Kommt ihr mit? Und er sagt, wir können alle prophezeien. Und so das war eine Bestärkung, dass wir können alle hören. Wenn wir nicht hören können, dann können wir nicht prophezeien. Christen können alle prophezeien. So ich auch sehe, im Alten Testament, diese 70 Männer, sie kriegen den Geist, sie deuten Prophezeiung, aber dann sagt es, aber nicht nur her, sie deuten nicht weiter Prophezeien. Und im Alten Testament sagen wir, dass der Geist bleibt nicht immer ab den Menschen für ihren ganzen Leben lang. Aber in den neuen Bund, dann das. So Jesus wird die erste Person, die diesen Fällung, würde ich gerne sagen, kriegt von der Heiligen Geist. Wie sein das aus Johannes den Däuper am Deuten will. So in Johannes Kapitel 1, Vers 33, hier redet Johannes den Däuper. Und er redet über sein Ziel im Leben. Der mich schickt, mit Wutter zu däupen, seht zu mir. Ob den, du den Geist sitzt, raufkommen, in ab am Blieben. Dort ist der mit den Heiligen Geist däupen wird. Und so Johannes den Däuper, er kickt, da wird eine Person kommen, wo der Geist wird raufkommen und der Geist wird ab am Blieben. Und mit den Tagen wisst Johannes, dass das ist der Messias, das ist Jesus, das ist der, was Menschen mit den Heiligen Geist däupen. Nicht bloß mit Wutter. Und als Jesus dann allein kam, dann kam der Heilige Geist an am Rauf. Der Vater redet von Himmel und sagt, das ist mein Sehen, ich habe wohlgefallen und arm. Und nun wisst Johannes, der hat den Heiligen Geist gekriegt und der bleibt ab am, das ist der. Das wird ein Anfang für uns in der neuen Bund. So wenn wir nun Jesus annehmen, wir kriegen den Heiligen Geist. Und es ist nicht, dass ein Tag haben wir ihn und an den nächsten Tag so wach. Das ist nicht, was es schafft für Christen. Christen sind sich sicher, wir sind gesealt, sagt es auf Englisch, in Seo. Wir kriegen ein Seo von Gott, aus dem Beweis, dass wir Christen sind. Und den Seo ist der Heilige Geist. Und so er bleibt in uns leben. Und er bleibt in uns leben, um mit uns vertalen. Um uns Dinge sein. Und so ein Beispiel von wo das schaffen wird, ist, ich hatte mal eine Vertal mit einem Mann. Und am Feld ruht, und ich wusste nicht, was zu tun. So dazu wen er mit mir reden deit. Und als wir vertalen deit, auf einmal kriege ich Gedanken in meinen Kopf nennen, über diesen Mann sein Leben. Und Dinge in sein Leben. Dinge, was er mir nicht gesagt hat.
Aber ich kriege die Klarheit. Und ich fange an, diese Dinge zu sagen. Auf einmal kickt er mir an und sagt, wo willst du dort? Mit wem hast du geredet? Weil der Heilige Geist redet zu mir. Er jeft mir seine Gedanken. Und durch dort kann ich die halten, kann ich die Mut merken, kann ich die abheben, wenn der Heilige Geist hält mich. Und es ist nicht, dass ich ein besonderer Christ sein, nur wenn kann ich das tun. Nein, wir können das alle tun. Wir haben alle die Fähigkeit, zu hören, was der Heilige Geist zu uns sagen wird. Und so das ist, wo das Ding schaffen kann. Und so er redet zu mir, er redet zu dir. Ein Ding, wo ich Mut merken, wenn der Heilige Geist zu uns reden wird, von Nächsten, und er sagt ein Wort, dort die sollst den Nächsten dort sein, dann sei den dort auf so ein Weg, als du normalmente mit einer Person vertalen darfst. Sei dort auf ein normaler Weg. Nicht ankommen sein, Gott hat mir gesagt. Das für die. Wo ist die Menschen aufgerührt? Du sagten, lass uns euch Pfosten und beten dort. Dann redet der Heilige Geist zu mir. Nicht so stopp. Bloß einfach ganz normal. Right? Hey, lass beten für die. Und Gott hilft mir die in Gedanken. Und er hilft mir diesen Farsch für die. Und ich will die geben. Hoffentlich merkt er die Mut. So steht, ganz normaler Weg. Oder du gehst durch den Tag und auf einmal kommt eine Person im Sinn. Und dann was denen eine Mensage schicken über WhatsApp. Vielleicht schickst du denen eine Karte auf WhatsApp. Und hey, ich denke an die von dir. Ich will die was weiten luten. Ich bete für die. Gott sehen die von dir. Und sie stark. Vor dich. Ich habe gerade eine Prophezeiung in seinem Leben geredet. Dort haben wir reden. Manchmal glauben wir, dass diesen ganzen Thema von Prophezeiung, da ist weit auf und dort so hoch boven, wo wir als Christen meist nicht anreden können, sind meist nicht jässlich genug, um nur ankommen, eine Prophezeiung. Die Bibel sagt uns ganz anders. Er sagt, ihr könnt alle prophezeien. Wir müssen uns bloß lernen, was das zu tun. Und so das, was wir von dir von reden wollen. So, wir können alle prophezeien. Christen können alle prophezeien. Nummer 2. Prophezeiung ist nicht selbstsüchtig. In anderen Worten, ich will nicht in Prophezeiung eine die geben, zum dort du was dort tun, was ich will. Okay, so in anderen Worten, manchmal Jugend weiten vielleicht, wo das geht. Wenn wir sagen, du bist ein Junge, der gleicht einem Jahr, er will aus seiner Novia, und sagt er, Gott hat mir gesagt, dass du bist meine Frau. Right? Du musst ein bisschen aufpassen. Können wir so geben, dass Gott würde einen Jungen reden? Ja, er würde können, aber manchmal ist es der Junge, die kann nicht ganz klar denken, wenn sie im Jahr sein, und dann denken sie, dass Gott hat ihnen gesagt, wenn sie wollen, so sei hier. Du musst viel aufpassen. So, das ist ein Beispiel, wo wir würden können, eine Prophezeiung geben, auf dem selbstsicheren Weg. Um dort zu kriegen, was wir wollen. Weil die Bibel hat einfach eine Warnung gegeben. Und es ist wichtig, dass wir nicht checken tun. Jeremia 23, Vers 30. Hör mal. Ich will mit den Propheten verhandeln, die voneinander die widerstellen und sagen, dass es von mir kommt, sagt der Herr. Gott sagt, ich will mit denen handeln, wenn sie die wieder verdrehen und sagen, das kommt von Gott. Ich will die Propheten strafen, da ihnen das Wort wiedergeben und sagen, dass ich das geschickt habe, sagt der Herr. Und so, das ist ein Ding, wo wir für abpassen müssen. Nicht uns ihnen das Wort bloß, ein Ding, wo wir bloß ausgedacht haben, wiedergeben und sagen, Gott hat gesagt. Er sagt, pass auf nicht dort. Noch ein Vers, ihre Propheten bescheinigen alles. Krieg so, wenn ich Steine mit Kalk beschmiert habe. So, ich habe hier nicht Steine, aber ich will haben oder Geschmack lassen, ich werde den auf einen Witt fahren, nicht das alle Fan. Die Propheten geben Ansicht, was nicht anhält. Gott, ich gleich so, Gott redet, nur direkt. Sie geben Ansicht, was nicht anhält. Und lehen in ihr Wohlsein. Sie sagen, Gott, der Herr hat das gesagt, wenn der Herr gar nicht zu Ende geredet hat. So, für das werden wir aufpassen. Das ist gefährlich. Aber was wir manchmal getan haben, in uns Hintergrund vielleicht, ist, wir nehmen so ein falsches Sted und dann schmieden wir das ganze Ding von Prophezeien.
Die Bibel sagt, wir sollen abpassen, so dann entsteht auf einmal was Arich tun, dann schmieden wir das ganze Ding gut. Wir tun nicht mal prophezeien, Jeff nicht mal so, und dann sagen wir, und die Genoten, was wir wollen kriegen, wenn wir die gut brauchen wollen. Und so die Bibel sagt, ich kann alle prophezeien, wir müssen bloß abpassen, dass wir nicht Gott sie nun taulich brauchen tun, wenn wir uns das bloß haben ausgedacht. En die 10 geboten, die 3 gebot, die redt ook van dit. Hij zegt in 2 Mose 20, vers 7, je zullen den Namen van den Herrn, jullie Gott, nicht buiten en eerfurcht brengen. Wils de Herr wordt den nicht onbestraft laten, die zijn Namen gemein brengen. Ein Weg, wo wir das wollen können tun, ist, wenn wir wollen taulich sein. Gott hat mir gesagt, du sollst das tun, wenn Gott dir das nicht gesagt hat. Du brauchst Gott seinen Namen buiten en eerfurcht, wanneer dat is. So, wir müssen dafür aufpassen. Und so vielleicht, wenn wir ein Mensch wird sein tun, und wir sind noch nie endet, und dann sind wir vielleicht auf so einen Weg sein, hey, hier ist ein Vers, und ich will dir leid, die dort zu schicken. Ich hoffe, das sehen in dein Leben. Sei wir dort steht. Die Person kann das dann wieder annehmen oder nicht. Der Heilige Geist kann durch den Vers und die Person sein Hort schaffen. Und dann wird hij wel doen met die Person. Und so dat is vielleicht een wijze wo wir können anfangen mit dit. Und so noch ein Beispiel von wo dit would kann passieren ist, wenn wir sagen, eine Person kommt zu mir und sagt, ich glaube, Gott sieht mir, dass du sollst bei Gottesdiensten Anbetung leiden und du sollst in bei Gottesdiensten predigen, jeder Weg gehen. Ich glaube, Gott sieht mir dort. Ist dort ein Wort von Gott? Wo kann ich nu weiten, als dort ein Wort ist von Gott? Und so, was ich nu checken würde, ist, ich würde sagen, stimmt das mit der Leitung, die ich in mein Leben feil? Stimmt das mit der jährlichen Leitung, die in mein Leben ist? Und wenn es ablehnt mit den beiden Dingen, dann würde ich vielleicht sagen, hey, weißt du was, ich glaube, das ist ein Wort von Gott für mich. Aber in diesem Fall, wenn wir sagen, eine Person kommt zu mir und sagt mir dort jetzt jen, die Leitung, die ich in mein Leben fall, dort ich immer soll alles hier so von boven tun, das ist nicht nötig. Und dort würde auch jen sein, die Leitung von der Ältesten in der Kirche, wer meine jährliche Übersicht sind. Sie haben mir gesagt, dass ich soll nicht immer predigen und die selben sind immer Anbetung leiden. Wo wen? Zum Beispiel nicht Hütbrennen. Für Beschützung. Und so diesen Wort, wo ich nu gekriegt habe von der Person, kann ich Fuß sein und weiten. Weißt du was? Ich glaube, das ist nicht Gott sein Wort, dass ich jeder Sinn nach Anbetungsleid und jeder Sinn nach Predigt und die Bad Gottesdiensten. Aber als diese Person, die mir das Wort hat gegeben, sind die eine schlechte Person oder ein euer Sünder? Nein, sie sind nicht. Sie haben vielleicht bloß nicht reich gehört. In ihnen wählen du vielleicht ein bisschen so manch gemischt. Und so dann würde ich sagen, hey, weißt du was, der Älteste hat das gesagt, und ich sage in ihrer Leitung, und so vielleicht erst dein Wort ein bisschen bezieht, aber wenn wir du wieder gehen, wenn wir wieder taub wissen und lernen Gott hören. Und steht ihnen verdammt. Und so das ist, wo wir können mit diesen Dingen schaffen. Und so Prophezeiung ist nicht selbstsüchtig. Nicht bloß Familiennoten, wo ich dir nur sagen, Gott hat mir gesagt, du sollst das tun. Und das dritte Ding, Prophezeiung ist zum Mut merken. Von der die Botschaft, die heißt, ich kann Mut merken. Prophezeiung ist zum Mut merken. Wie sein in Vers 1. Korinther 14, Vers 1. Strebt du nu, leuftulich zu sein. Sieht hingeran ne jässliche Guven. Und besonders, dort die prophetisch reden kann. Er gibt uns hier ein Bild von, dass wir hier anstreben und dass wir sollen das zu kriegen, dass wir das hingeran sind. Dass wir dort nur an sozusagen, das war ich kriegen. Das ist das Bild, was er uns hier gibt. So eine Frau für ihn hostig. Er sagt, strebt du nur leuftulich zu sein. Prob je noch mal leuftulich zu sein. Irgendwer probt leuftulich zu sein? Ich da noch mal. Ja, wir proben leuftulich zu sein. Wir streben du nur. Okay, check. So dort over. Irgendwer hier hängen ran eine jässliche Guven, weil irgendwer mehr von Heilige Geist und die Guven kann lernen. Okay, so wir sind alle jäst, wir sind die Guven von Geist hängen ran.
Okay, dann sagt er besonders, da wir prophetisch reden. Sollen wir alle besonders prophetisch reden, hingeron? Nicht so viel hängen. Weißt du, wir sind das nicht gewarnt. Es ist nicht doch, wie schlecht sind, wir haben bloß nicht besser gelehrt. Und so, das Wort sagt, wir sollen streben, leibtulich zu sein, das ist gut. Wir sollen jährliche Guven hingeron sein, das ist gut. Aber besonders prophetisch reden. So, wie können uns nu anstellen, dass Gott sein Wort und dit hingeron gehen und sein und dit zu wissen. Und hostig, wenn wir checken, nur den Ziel von Prophezeiung. Da wir können lernen, wo das zu brauchen. 1. Korinther 14, Vers 3. Wer aber prophetisch redet zu Menschen, wodurch die gebetet, abgemuntert und getreust wurden. So hier haben wir den Ziel von Prophezeiung. 3 Wörter. Dort sei gebetet, abgemuntert und getreust worden. So wenn wir diese 3 Wörter checken, so ein Wort das meint, gebetet, wie sind bekommen das? Gebetet meint, beter merken. So eine Frau für die. Wenn eine Person was sagt, sind sie beter auf, wenn du dort seht? Sind sie gebetet? Sind sie abgebüht? Gebetet ist ein von den Zielen von Prophezeiung. Dort eine Person nu beter auf ist. Dort sie nu vielleicht mehr Mut haben, dort sie mehr Erkenntnis haben, über ein Ding, wo sie ben sind. Sie sind nu beter auf, wenn es Wort du seht. Abgemuntert. Das meint mutig, meist ivrig. Ivrig meint es begeistert. Sie sind nu mutig, sie sind begeistert. Sie sind abgemuntert. Nicht mehr durchgeschlagen. Weil je so viele Menschen Romans sind durchgeschlagen. Wenn wir zu Ernst prophetisch reden, ob so ein Weisses, was Gott will haben, dann heben wir Ernst ab. Dann merken wir Ernst Mut. Geben wir Ernst eine Freude, sozusagen, wenn es was wie in Ernst zu Ernst sein tun. Abgemuntert. Und getreust. Getreust meint, wem Mut merken oder Trost geben. Und so, all das hängt taub. Und es sagt dort, wenn wir zu einem Mensch prophetisch reden, dann do wir Leben reden und Amen. Or. Ihr habt manchmal gehört, wir reden wir sagen Leben reden. Was meint das? Na, das meint, dass sie gebetet sind, das meint, dass sie abgemuntert sind und das meint, dass sie getreu sind. Das ist das Ziel von Prophezeiung. Prophezeiung ist zum Mut merken. Manchmal haben wir dort so zu hören gekriegt, dass Prophezeiung ist zum den nächsten durchschlagen. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Ich sage nicht, dass Gott niemals eine Person vermuten. Gott hat nochmal eine Person vermuten, aber das ist nicht Prophezeiung. So haben wir das nicht gemixt kriegen. Und so, wenn wir diese Guf kriegen, was wir alle tun, dann können wir einen Menschen Mut merken. Wir können den abheben mit uns wieder. Wir können Leben reden über den. Wir lassen das falsch erst. Ich kann alle prophezeien, doch einer nach den anderen, dass die alle was lernen und gestärkt worden. Das war klar. Das Ziel mit Prophezeiung ist, die Menschen abbühen, nicht durchrieden. Die Menschen Mut merken, die Menschen halten, die Menschen verbessern, dort sie von uns gehört haben. So ein paar Beispiele in der Bibel, wo das passieren wird. Apostelgeschichte 4, Vers 36. Und Josef, der von der Apostel auch Barnabas genannt wird. So hier ist ein Mann, sein wörtlicher Name ist Josef, aber er kriegt einen Eigennamen sozusagen von der Apostel. Da wird Barnabas. Dort meint einer, der durch trösten wird, oder einer, der durch Mut merken wird. So Barnabas wird ein Mutmerker. So sei er so, dass der Apostel einen Jäuven am den Namen. Weißt du nicht, Mutmerker du, den. So eine Frau für die. Wenn die Menschen darum die würden die einen Namen geben, wo würde die Namen sein? Würde es Mutmerker sein? Würde es Grünzer sein? Wo würde es sein? Wir als Christen, wir sind gerufen, Mut zu merken. Barnabas kriegt einfach den Namen, heißt der Mutmerker, heißt ein Mutja.
In Apostelgeschichte 15, Vers 32 zei wie dort, Judas en Silas zelfs, die ook profeten wieren, spraken de bruider veel ermutigende weer toe. Hier zijn een paar mannen en zij reden profetisch over deze bruider. En dat zijn vele ermutigende wieren. Zij doen opbouwen. Zij doen leven reden. Zij doen de nächsten halten. Ik geloof dat die weer nog predikers, wenn ze zegt dat ze hadden vele wieren. Een beetje als predikers dan vele wieren gaan. Die reden lang. Aber auch wir ermutigen wieder. Wir nicht bloß strau. Sie halten einfach die Menschen. Das sagt wieder, wodurch sie gestärkt werden. So diese Brüder teilen ermutigende wieder mit. Und die Tauharcher, sie werden gestärkt. Sie werden abgebaut. Sie werden gebetet, abgemuntert und getreust. Das Prophezeien. Das Prophezeiung. En wie kan alle en dit wissen? Eine Frage für dich. Glaubst du, dass es möglich ist, dass du hast in der Gabe von Prophezeiung geschafft und das Weiten? Vielleicht hast du mal in Gedanken gekriegt und einen Freund in WhatsApp geschickt, um den Mut zu merken. Ich denke an dich, ich bete für dich, will dir das weiten lassen. Das ist Prophezeiung. Als die mal een farge aangekomen van een vriend. Mij passiert het hier laatste week. Ik lees zo'n farge en dan kwam op eenmaal een farge aan van Janem. En ik check den in WhatsApp. Ik hoel mijn Bijbel-app even deel en vunk den farge en dan check ik den farge door WhatsApp. Ik voel, deze farge wird voor die. Dat is wat we reden. We hebben niet geloven dat Prophezeiung das Ding ist, wat daar wieder auf ist, wat 1% von Christen doen kan. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Er sagt, je kan alle prophezeien. Jeder ein von ihnen, was ein Christ ist. Wie kan hören, wie kan das wiedergeben. Ich will jünd mitmachen. Wir wissen in das. Wir wollen eine Kirche sein, voll Prophezeiung. Wo wir Menschen mutmerkende wiedergeben tun. Wo wir treu sind, was der Heilige Geist uns sagen wird. Nur den ersten Gottesdienst, dann rede ich mit einem Mann. Und heute kam und teilt mir ein bisschen eine Geschichte mit, wo er mit einem anderen Mann geredet hat. Und der andere Mann, wie auch ein Teacher, er redet von, dass eine Person wird, die hat einen Arm gefragt, wenn es fehlt halb. Und das Mann sagt, hey, ich bin kein Seelsorger, ich kann nicht die Guven zum das tun. Wir haben ein bisschen so eine Anstellung, dort zum Prediger seine arbeiten. Wir haben mal einen Prediger gefunden, den du anschauen. Wenn wir können nicht die jährliche Guven brücken, was der Prediger hat. Das Mann dann sagt zu seinem Freund, weißt du was, du kannst es tun. Du kannst die Person halten. Du kannst Leben reden über die Person. Und das ist klar, was wir hier losen. Wir können alle prophezeien. Es ist nicht nötig, dass wir dem Prediger alle in Hand schicken, wenn ein Mensch was fehlt. Nein, du hast auch den Heiligen Geist. Derselbe Heilige Geist, was ich habe. Kriegst du es Moses tun? Er wird allein an Gott ja von meiner Helper mit den selben Geist, zum das leichter merken an Moses. Kriegst so, sei je alle hier mit den selben Heiligen Geist, zum das leichter merken für jene Lehrer. Dass die Lehrer nicht dürfen alles tun. Je haben die Guven. Je kann prophezeien. Waar we wissen in dit. Waar we Mut merken. Waar we Menschen helpen. Waar we leren, wo dit uit te leven. Ik wil vragen dat je opstaan doen. En we worden een beetje tijd hebben in gebed. So ik wil vragen dat jeder einer opnemen dat. Vielleicht u en toe merken, oder wat immer je doen, om je aan je gebed concentreren. En vraag de Heilige Geest, wem kan ik Mut merken deze week? Wem kan ik Mut merken deze week? En horch, wem wordt hij aan die gedanken aanbrengen? Hij redt te ons. Jezus, ik dank dir dat u een levende God bent. Ik dank dir dat wie kan Mut merken.
Ich danke dir, dort, wie kann die nu folgen, wie kann die nu folgen? Und was du zu uns sagen ist. Du gibst uns deine Gedanken. Du bringst uns Numes im Sinn, mit wem wir können reden, wem wir können Mut merken, wem wir können verbeten. Help uns, dass wir wollen treu sein und dort, was du uns geben das, Herr Jesus. Und Dankeschön, dass du zu uns reden das. Ich danke dir, Jesus, dass du ein lebender Gott bist, dass du uns Hoffnung gibst, dass du ein wunderschöner Gott bist, dass wir keine Gemeinschaft haben mit dir. Und ich danke dir, dass wir dich können anbeten und die Namen hochheben und sagen, du bist wunderbar für uns. Help uns zu wachsen in unserer Anbetung. Help uns zu wachsen in unser Leben für dich, dass wir wollen alle taub in Einigkeit, ruhig gehen und einen größeren Unterschied merken für dich, Jesus. Ich bete in dein heiligen Namen. Amen. Amen. Todopoderoso.
is amazing, amen. Let's just give the hand. Dankzij Jezus. Hey, ver je uit komen ik bestaan, want je helpt veel in je bed. Komt hier gaan, want hier bij ons somebody else en zeg, van wem red je aan, van den Jezus, van je gemeenschap. En du wirst am Kahn leer, kom her. We will die halten, de even van jullie. Ik wens je een goede dag, een safe dag, blessed day. Sei van zwaar.